Also, ich hab's schon gesagt, aber ich wiederhole es, weil die Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik. Wo sind wir heute? Wie heißt dieses Plateau? Wie heißt's? Das Plateau. Sonnenplateau. Bitte gut merken, das könnten Sie noch brauchen. Da sind also diese 3 Ortschaften, Serfaus, Fisladis, und die liegen sowas von schön, und das möchte ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten. Serfaus, Fis und Ladis. Das sind 3 Dörfer, die auf einem richtigen Sonnenplateau nebeneinander liegen. Von dort hat man einen wunderbaren Blick ins Inntal. Es gibt noch wunderschöne alte Bauernhäuser. Auf diesen Höfen wird bis heute fleißig gearbeitet. Jetzt im Herbst ist es Zeit, den Schafen eine Kurzhaarfrisur zu verpassen. Vor 40, 50 Jahren, da hat es noch keine Hotels da gegeben. Da hat das bäuerliche Leben an den steilen Hängen viel Kraft und Ausdauer verlangt. In Serfaus, da stehen 2 Kirchen nebeneinander. Die ältere ist aus romanischer Zeit, eine der ältesten Wallfahrtskirchen Tirols. Und in dieser Kirche wartet auf die Pilger ein wirkliches Geheimnis. Diese Madonna, die ist nämlich fast 1000 Jahre alt. Der Legende nach soll sie auf wundersame Weise gefunden worden sein. Holzfäller waren dabei, Bäume zu schlägern. Und wie sie die Axt ansetzen bei einem hohen Baum, hören sie von oben eine Stimme: Hack mich nicht. Und das 3-mal hintereinander. Sie erschrecken, sie laufen nach Hause, kommen nach einer gewissen Zeit wieder zurück und entdecken in dem Baum eine Muttergottesstatue. Heute ist Serfaus Fisladis Anziehungspunkt für Urlauber aus der ganzen Welt. Nächste Station, Parkplatz. Eine U-Bahn mitten in einem Tiroler Bergdorf? Gibt's das? Ja. Unglaublich, aber wahr. Die einzige U-Bahn in Tirol. Und sie ist sogar die kürzeste U-Bahn von Europa. Sie fährt auf Luftkissen, geräuscharm und umweltfreundlich. Nächste Station, Zentrum. Bitte beachten Sie die grüne Ausstiegsanzeige. Damit halten die Serfauser viel Autoverkehr aus ihrem Ort fern. Weil Serfaus deswegen verkehrsarm ist, gibt's viel Platz für Familienurlaub. Das ist eigentlich ein Speichersee für die Beschneiung, aber das merkt man gar nicht, wenn man auf dem Tretboot die Sonne genießt. Ja, wir sind im Hochgebirge. So schnell kann das Wetter umschlagen. Natürlich auch im Winter ein Eldorado für die ganze Familie, dieses Sonnenplateau.